Servus, haberdere du. Ja. Nein, nicht schon wieder. Oh! Nein, ist nichts passiert. Was ist denn, weil ich es schnell nicht. aufmache? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Scheißdrecks. Flaschen. Das ist genau wie beim letzten Mal. Das Schaum bis hier. Naja. Jeder so viel das verdient, gell? Ja. Das ist ein richtiges Arschloch sein manchmal. Ja. So sind wir mal, der Steiner. Leg mich doch am Arsch ja wieder. Das macht das wenige Sonnenlicht. Fernsehhalbe. Schön rammer. Ja, ich mag nicht mehr. Ja, doch. Ja gut, ein gescheites Weißbier mehr. Ja. Oh, da ist viel. Das sind also die Momente für die Leute, die auf Spotify hören, wo es jetzt gerade richtig Ja, amazing schön, wird. ja. Oh, aber das ist Ja. nicht schön. Das ist dann, wie wenn es am Anfang von der Podcast-Folge erstmal eine halbe Stunde Werbung Ja, macht. schau. Oh, ja. Krümmi. Ein Krümmi. Also nur für die Podcast-Hörer, wir haben gerade unser Weißbier eingeschenkt. Das dauert sehr lang. Ja, der alte Au hat ein bisschen was verschüttet. Was trinkst du heute für ein Weißbier? Ich trinke das Blaue. Ja. Nein, schon haben wir Weißbier. Ich wollte auch schon schauen, weil jetzt eine Zeit der Kalorien sei, wie viel Kalorien das hat, aber steht eher wenig drauf. Ja, aber im Endeffekt Das ist ja egal. haben die alle ungefähr gleich viel. Nein, sehe ich nicht. Das kommt jetzt gerade recht. Das kommt jetzt gerade recht. Für mich fühlt sich das halt komplett wie Freitag an. Ja. Wahrscheinlich, weil ich mal nicht da bin. Ja. Hast du gewusst, Wow. Ja, ich bin voll da. dass Schnecken bis zu 3 Jahre schlafen können? Was? Ja. Okay. Ja, Was ist die längste Zeit, wo du jemals geschlafen hast? am Stück. Weil du bist ja auch gut da drin eigentlich. Ja. Aber du bist gar nicht so wahnsinnig gut drin, lang zum Schlafen. Du schlafst einfach nur schnell ein, oder? Ja, doch, also ich brauche schon viel Schlaf aktuell auch tatsächlich. Irgendwie. Also früher bin ich schon mit so 6 Stunden klargekommen. Aber aktuell, aber ich glaube, es liegt daran, weil seitdem ich umgezogen bin, meine Katze ja jede Nacht Terror macht. Und mich aber zu der größten Arschlochzeit auf der Welt aufweckt. Also nicht um 6 Uhr, wo ich dann sagen kann, ja, okay, gut, jetzt stehe ich einfach auf. Ja, du sondern hast es gesagt, ist 4 oder ja, 5. 4, halb 5, übel. was halt dann mich komplett aus dem, wie nennt man das, aus der REM-Phase Ja, rausreißt. ist so. Ja. Ja, so ist es, wenn man sehr Katze zerlegt selber. Aber es ist wert, ganz ehrlich. Die geben so viel Ja, zurück. aber sagen wir mal, ich war am Vortag saufen und muss nicht vom Kotzen oder Pissen, werde ich nicht wach, dann glaube ich, kann ich schon so 10, 11 Stunden schlafen am Stück. Ach so, 10 12. Stunden, okay. Aber was war die längste Zeit, wo du bei Alling geblieben bist? Wo du sagst, du bist vielleicht nur mal kurz aufgestanden. Also hat es so Tage gegeben, wo du den ganzen, und auch abgesehen, also Krankzeit, ne? Okay, ich wollte gerade sagen, also bevor ich aus Thailand heimgekommen bin, da Ja, habe gut. ich hier die Bewegung dafür gesagt, dass ich scheißen muss. Deswegen bin ich da viel gelegen. Ja. Ja, Aber war daheim entspannend, oder? Ja, Einfach mal schon, ja. Also es was gibt hast du in schon der Zeit eigentlich gemacht? Ich muss Serien geschaut hauptsächlich. Ah, geil, oder? Also, ich weiß nicht. Es ist natürlich nicht geil, wenn man Ja. vom Atmen scheißen muss. Ja, da sind ein Haufen Servietten. Das sind nur vom Pizza essen da. Aber ich finde, also wo ich jetzt letztens im Krankenhaus war, Ja. muss ich sagen, war das irgendwie schon auch entspannend. Ja. Ja. Du sagst, also, ich habe dann nicht einmal, klar, ich hab dann trotzdem ein paar Mails geschrieben, Ja. aber das sind so die Dinge, wo du sagst, gut, ich kann halt jetzt einfach gerade mal nichts machen. Ja. Das Lustige ist, wenn ich beim Saufen bin, habe ich nie den Gedanken, oh, jetzt könnte ich ja irgendwie, das ist jetzt ja blöd, dass ich die Zeit so nutze. Ja. Aber schlafen, Ja. Ich bin ja schon sehr, sehr engagiert, was so Songpromo und sowas eigentlich angeht, aber Ja. da, wo wir in Thailand waren, habe ich fast gar nichts gemacht. Aber das liegt halt auch daran, an 2 Sachen. Erstens, weil es mir dann scheißegal ist, weil ich sauf und besoffen bin. Und zweitens, weil ich ja dann auch nicht will, dass dann die anderen wegen mir da jetzt warten müssen. Oder Ja. Und sie müssen schon warten, weil ich sehr langsam bin, unabhängig davon, ob ich irgendwas anderes mache. Also in der Früh mit dem Wachwerden und Ach so, sowas. ja. Diese Dinge. Na, Ja, das ist echt schade. Da ist jemand, wie der Machine Gun Tom, einfach ein Segen, Ja. wenn du einen Kameramann dabei hast. Ja. Weil, ja, der Vibe ist einfach null da. Außer du musst von vornherein festlegen, dass das ein Ja. beruflicher Saufurlaub wird. ja. Ja. Und nicht so wie da, weil ich finde, der Hauptpunkt war wirklich, dass das die anderen halt nicht versauen willst. Ja. Und wir haben das, ich weiß glaub, nicht, habt ihr die Promo gesehen?
die Poolaufnahmen Nein, für noch nicht, das ist Karton. noch nicht veröffentlicht. Ja, aber vielleicht bis Sonntag. Ding haben sie es gesehen, ja. Also wer in der WhatsApp-Channel und in der Instagram Los Brutalos Secret-Gruppe ist, der weiß. Aber heute kommt es dann raus, ja. Ja, dann haben sie es ja schon Na, stimmt, ja. gesehen dann. Entschuldigung. Da haben wir trotzdem 2 Stunden wieder hier da Ja. für das, Ja. was er schon ein bisschen aus dem Vibe gerissen hat. Ja. Ja, ein paar sind schon auch ein bisschen Schaubrüder, die haben da schon Bock drauf, Ja. aber jetzt halt im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es einer schon lieber, wir saufen einfach nur. Ja. War mir in dem Moment auch lieber gewesen, weil was Ja. wir da alles auch vorgehabt haben. Ja. Bin so froh, dass wir das nicht gemacht haben, weil das war ein kompletter Reinfall gewesen, wenn wir ja da gesehen haben. Ja. Aber wir ja, hatten, nix. wir hatten eben, wo wir zu den Niagara-Fällen war ja der Plan, dass wir viel drehen und im Endeffekt haben wir dann bei der Hinfahrt gleich ein bisschen was dreht und einen Tag an dem Haus, ganz in der Früh haben wir uns da noch schnell ins Boot reingeguckt. Ach so, das, Ja, für Meister Eder. stimmt. Ja. War aber geil, hat Spaß Ja. gemacht. Aber da haben wir, nach wie vor, das war für mich so ein absoluter Happy Place. Der Rest war auch geil, Ja. aber dieses Haus, das ist so Ja. simpel, aber da einfach nur sein Saufen, Pool, Wasser, Und Grillen. man muss dazu sagen, das Wasser war echt, für das Anfang Mai oder so, war echt eine super Temperatur. Also es war, hat man super reingehen und das sage ich als Warmbader. Das war vielleicht eine Überlegung mit den Boys, einfach nur mal so einen kompletten, so eine Woche nach Schweden oder Norwegen in einer Blockhütten. Ja. Kanada, aber ich glaube, ich Ja, weiß ich nicht, glaube, was dass da wurscht ist. Ja, obwohl, Schweden, Norwegen sind auch nicht günstig. Nein. Ich weiß nicht, ob Kanada so viel. wenn es halt jetzt so da New York, Toronto, da die Gegend sind, die Flüge immer relativ günstig. Wenn du das nach Vancouver fliegst, schon Aber ich glaube, relativ Schweden, hoch. Schweden, Norwegen sind die Flüge auch nicht so grob. Nein, glaube ich. kannst ja mit dem Auto hochfahren, wenn es ist. Was hast du denn zur Zeit an Geld auf der Seite? Weil es gab halt immer mal wieder Angebote, dass du in Schweden wirklich ein Haus am See kaufst für Okay. 40.000. Ja, nicht ganz, aber Ja, ich habe was. wenn ich da mit dem Audi verkauft, dann Ja, kommt da wieder stimmt, ein bisschen was ja. rein. Ja, Falls jemand einen Audi 80 haben will, wo keinen TÜV mehr hat, aber ansonsten relativ fahrbereit ist, kontaktiert es mich KidRap hat er jetzt schon keinen TÜV mehr. ab morgen. Abmachen, ja gut, dann kannst du locker noch 4 Monate mehr fahren. Ja, schon. So machen wir jetzt. Lass uns, Kein da Stress. lass uns da ein gutes Promo-Video machen. Ja. Da Ja. magst du wirklich trennen, oder? Ja, ich überlege noch. Also, aber der Stefano, beziehungsweise seine Mechaniker haben gemeint, das kostet mindestens ein Zweiter, das zum Reparieren. Wo es mal kurz Reifen gewechselt haben und ich gefragt habe, was man für einen TÜV so alles machen müssen. Und da ist Das jetzt, willst du ganz offen adressieren hier, was? was das kostet. Ja. Okay. Also wenn jetzt jemand von der Fangemeinde ja, dann ist geschrieben ja hat, was dann hätte anderes, ja. hätte das gesagt, was gemacht werden muss. Ja. Gut, die Leute aus unserer Fangemeinde wissen das wahrscheinlich. Die schauen Ja. sich nur einmal, die klopfen Ja. einmal irgendwie so, ja. Na, Okay. genau, und das sind jetzt zwei so Sachen, die halt nervig sind anscheinend zum Richten. Für jemanden, der wo keine Ahnung hat. Als Du, Audi- aber für Bastler, Ja, eben. jemand, der sich ein bisschen Ja. auskennt, der hat das im Handumdrehen wahrscheinlich erledigt. Schon, ja, da muss dann das Material sein und Ja. dann ist es ja viel weniger. Und ein bisschen Rost. Falls jemand einen Mercedes CLA Ja. 250 Shooting Brake haben will, der steht auch zum Verkauf, mache ich euch einen guten Preis. Er hat einen reparierten Hagelschaden, Ja. er hat einen Wildschaden, der repariert wurde. Ja. In der Motorhaube ist ein Kratzer. Das war's. Ja. Vor Und sonst- Transit hätte man auch noch auf dem Hof stehen. Ford Einen kleinen Transit. Autohandel aufmachen. Ja, der hat jetzt knapp die 200.000 hat er jetzt knackt. ja. Motor general überholt. Alter, der ist niegelnagelneu, muss ich fast sagen. 9 Sitzer. Neinsitzer, voll, muss man tatsächlich sagen, ohne Übertreibung, richtig bequeme Sitze. Das Da ist das, hockst was ich. Wir haben uns, sehr geil drin. haben uns jetzt ja einen Fiat Ducato geholt, Ja. einen Nein, weil es einfach finanziell bei uns sehr, sehr gut läuft. Ja. Und wir steuern spannend. Was denn das? Ob das die gekauft ist? Zusammen in einem Satz fällt. Ich habe mir einen Fiat Ducato gekauft, das kostet gut Das läuft. was nicht sagen, ja, stimmt, ja. Hast jetzt du wieder recht. Ja, dann müssen wir schon immer hin oder so. aber Kostet auch 40er. Was dann wird's? Echt klar. Aber die Locker. Zeit, dass ich 1000 sage. Ja. Aber, und da, wenn du dich halt hinhockst, also das ist halt null. Also den Ford hast du reingehockt, dann war gleich dieses Ganggefühl, war gleich dieses Wohnzimmergefühl. Klar, hat nur 100 PS, das ist ein wahnsinnig langsames Auto, Ja. aber zuverlässig, leckt mich am Arsch. Ja. Da fällt sich nichts, Nein. absolut gar nichts. Die hintere Tür klemmt aktuell ein bisschen. Da. Aber das ist jetzt auch wegen der Bastler. Temperaturschwankung. Wenn es Ja. dabei liegt, niemand, der sich auskennt. Ja, du denkst, das ist das Schönste. Nein, stimmt, TÜV. ich wollte jetzt einmal runter. TÜV ist jetzt gerade Wahnsinn, schön durch. Ja.
Schaut es euch jederzeit unverbindlich gerne an. Er hat die schöne Farbe Orange, wie gesagt, 9 Sitze, ist ein Ford Transit, 100 PS, knapp 200.000 Kilometer, Motor, general überholt, komplett, also wirklich nicht einmal ein Scherz. Ja. Also es Lichtmaschine ist neu, 8-fach bereift, glaube ich. Ja, kannst nichts sagen. Mit Fänger, Ja. alles auf der Fänger, oder? Ja, Stahlfänger. Stahlfänger, ja, wurden halt. Wie gesagt, nur mal in den Raum geworfen. Ich bin halt vom Silvenstall hierher gefahren. Schön. Und ja, das wollte ich nicht verzeihen. Ja, super. Nein, da hat es, ich hoffe, demjenigen ist nichts passiert, aber da hat es eine G-Klasse auf die Seiten gelegt, auf jeden Fall. Oh, Nein, hast du das gesehen oder ist da ist schon schon gelegen? da gelegen, ja, deswegen bin ich jetzt spät in die Arbeit gekommen. Und bist auf Zeiten gefahren, oder? Nein, das war ein Riesenstau schon, also das war schon. Achso, da war schon. Ja, es ist schon alles passiert gewesen, dann, als ich vorbeigefahren bin und hingestarrt habe. Ja. Dann gesehen, oh, G-Klasse und das ist ja, glaube ich, ein anderes Auto, nur eine. Scheiße. Ja. Ja, auch ein finanzieller Schaden, gell? Ja. So eine G-Klasse, aber gut, in der G-Klasse passiert da nichts. Nein, ich glaube. Da War mehr der Schaden am Boden. Glaube ich, ja. Schon. Ja. G-Klasse hätte ich gern. Ja, mag ich auch sehr gern. Ich habe jetzt, weil ich schaue aktuell auch ein bisschen nach Autos, was es so gibt, und ich wollte ein Allrad haben, weil ich brauche ich ja, weil dann, wie ich gelernt habe, keine Schneeketten auflegen muss, wenn ich jetzt im Gebirge unterwegs bin. Und es aber gibt, ich glaube nur, also ich hab irgendwas im Hinterkopf, dass das nicht überall so ist. Okay, ich glaube, es gibt unterschiedliche Grade, wo Schneeketten. also da in den Orte, wo ich unterwegs bin, steht meistens Schneekettenpflicht und dann sind nicht Allradfahrzeuge ausgenommen. Was quasi Allrad, ja. Ah, okay, gut. Ja. Also und wonach schaust? Also, Nein, ich habe einfach nur insgesamt, was in der Gegend ist, mein Budget halt und also. Du bist aus 10, 15. Nein, das ist maximal 10, ja. 10, ja. Ich schaue auch gerade so 10, 15. Ja. Ich hätte gern wieder einen A5. Das wäre schön, weil gibt es ja oft Quattro. Ja, was halt nicht allradmäßig gibt, aber was halt günstig kriegst, oft sind Mercedes C-Klassen, E-Klassen. Ja, habe ich auch gesehen, ja. Was E-Klassen? Ja. Sind die Ski? Ja, also ich mag halt, schauen. Also E-Klasse. ist natürlich immer praktisch, aber ich will irgendwie keinen Kombi nicht, weil ich denke, ich habe schon einen scheiß Transporter oder wir haben einen Transporter, dann brauchen wir ja nicht nur einen Kombi. Nein, ich mag auch. Ich finde bei der Shooting Brake von Mercedes, das geht, also den, wo du hast, der schaut nicht ganz so mongoloid aus. Ah ja, ich habe nicht gewusst, dass E-Klasse so schön ist. Fuck, dann schau ich da auch mal. Ich habe immer noch, aber schon in so und nicht in, weil der... Ja, ist halt ein bisschen älter, das Modell auf jeden Fall, ja. Weil aber der die Form ist gefällt mir jetzt zum Beispiel nicht. Ja. Nein, Das ist schon ein Kombi. Ja, genau. Ja, nein, Coupé, oder wie nennt man das dann? Limousine. Okay. Ja, den würde ich mir auch gönnen. Ich habe immer nur noch C-Klasse geschaut. Was ist eine E-Klasse über einer C? Ja. Preislich? Ich glaube schon, ja. Oh, dann brauche ich da nicht schauen. Ja, was es günstiger gibt, der weiß das selber, nichts X1, finde ich echt ja, okay. Der hat, ja. Ist ja schon in der Umgebung. Ist auch ein schönes Auto, aber mag ich jetzt nicht nochmal. Und eben, weil es sind viele so SUVs quasi und es gibt echt lustige SUVs, also insgesamt so ein Opel oder ein schöner Suzuki Jimny. Ein Lada. Ja. Also Suzuki Jimny ist halt echt kein schlechtes Auto, gell? Das ist halt die Bauernschüssel schlechthin. Also klar, ich fahre jetzt mal die 80 rum von dem her. Absolut. Vielleicht holen wir einfach für 15.000 Euro wieder einen Chevy. Ja. Weil das zuverlässige Auto ist ja dann schon da. Ich habe schon überlegt, ob man da vielleicht auch so eine kleine Challenge machen, irgendwie einen Jeep oder so zum Studio ausbauen oder sowas. Ein Jeep zum Studio ausbauen? Weiß nicht, also zum Musikstudio quasi. Also aber ein Jeep? Ja, keine Ahnung. Ein Jeep kannst du nicht zum Studio ausbauen. Du musst doch schon ein Chevy, okay, also ein Van. Es gibt einen Jeep-Van. Nein, das ist wenig Platz. Macht vielleicht spannend. Oder so, ich habe letztes Mal so einen Toyota gesehen, der war wild, das war wie so ein Transporter, noch halt in ganz klar. Vielleicht sowas. Mal schauen, wie die heißen. Als Feuerwehrauto zum Studio ausbauen. Aber ich brauche jetzt nicht nochmal so ein langsames Auto. Was halt geil war, wir könnten uns so einen alten Pickup holen mit einer Kabine und das ausbauen. Ja. Weil die kann man jederzeit abnehmen. Ja. Ein Pickup insgesamt, so Ford F150 oder so, habe ich schon auch geschaut, das war für mich ein finanzieller Selbstmord. Ich fahre jeden Tag 80 Kilometer und da... Ich habe es an der Kilometerzahl auf dem Fiat gesehen. Wir haben jetzt 10.000 Kilometer schon drauf, aber wir waren einfach unterwegs damit. Ja, gut, haben wir genug über Autos geredet? Nein, finde ich nicht. Okay, also was war dein Traumauto, wenn du es da jetzt so aussuchen kannst?
Also sagen wir, Neuwagen, Preis spielt keine Rolle. Also bei mir ist ein G-Klasse schon weit vorn, Ja. muss ich sagen. Aber ich bin auch ein riesiger A7-Fan. Ja, Ich habe aber letztens auch einen richtig schönen Maybach gesehen. Doch. Ja, den finde ich cool, aber das ist halt mehr, wenn du nicht mehr selber fahren musst. Ja. Also den da ich jetzt nicht absolut präferieren. Aber ich habe Ja. auch zu wenig Ahnung von Autos. Aber G-Klasse ist das, was ich sehe und man denkt, cool, hätte ich gern. ja, ich glaube, das ist auch für Menschen von unserer Statur irgendwie praktisch. Also Ja. vor allem bei mir jetzt noch mehr, aber Ja. habe ich Platz da drin. Also ich finde so ein Ferrari oder sowas finde ich schönes Auto, aber mehr hätte ich selber nicht Damit jetzt am tatsächlich. Penny fahren. Ja, weil das ist mir viel stressig. Ich meine, es ist schon, ich glaube, für manche schwer zu ertragen, mich zu beobachten, wenn ich aus einem SUV aussteige. Wenn ich mich aus einem scheiß Ferrari rausquetschen Ja. muss. Ja, Nein, also das ist geht, glaube ich, nix, dass wir das gar nicht Das ist kennen. so flach vom Boden weg. Ja, dann Was fahr ich soll über jede das machen, Scheiße rein, ja. Dann schnackelt mir wieder das Knie raus, wenn ich da versuche rauszukommen, dann flacke ich am Boden. Ja, scheiß mich komplett von oben bis unten Schon, ja. voll. Ja. Das ist ja keine Werbung für Ferrari. Nein, das ist ja dem Auto nicht würdig. Also alles, wo Ja. ein Simmer ist, mag ich gerne. Ein Simmer BMW finde ich auch cool. Ja, Auch nicht, aber den Nein habe ich jetzt letztens gesehen, der ist sau hässlich. ja. Ja, von Amis, ich mag halt Ding, Mustang, bin ich ein Fan. Habe ich ewig lang, bevor ich mir, damals, als ich mir den A5 geholt habe ich überlegt, holst du einen A5 oder holst du einen Mustang? Ja. Und ich bin schon froh, rückblickend froh, dass ich mir den Mustang nicht geholt habe, weil das ist schon ein wahnsinniges Poser-Auto. Irgendwie, Ja, Small Penis Car, ja, haben sie zu uns gesagt. weiß ich. Ja. Aber die Leute nicht. Na, wir waren in die USA und haben aufgrund eines bürokratischen Fehlers statt den Toyota Civic, den wir uns gemietet haben, einen Ford Mustang gekriegt und von der Caroline, ich werde den Namen nie vergessen, sehr beleibte, sehr sympathische Schwarze, die wo dann gesagt hat, wir sind so nette Typen und der hat dann eigentlich einen Aufpreis von $300 kosten und dann hast du gesagt, oh, aber jetzt hat es schon freigegeben und dann ist der Zettel rausgekommen. Geil. Und ohne Aufpreis einfach ein Mustang gekriegt. Das ist War schon ein blöd. cooles Auto, oder? Weil Weißt du, drei viel weniger, Koffer. die werden nichts mehr anderes da gehabt Ja, haben. wahrscheinlich, ja. Aber wir haben halt dann 2 Koffer, hat man trotzdem in den Kofferraum reingekriegt. Und waren halt am Waren Beifahrer. auf Ihr dem wart ja zu dritt, oder? Ja. Easy. War War ein Cabrio, War oder? ein Cabrio, hat echt Spaß gemacht. Klar, war zwar Sonnenbrände, das Ganze zur Folge gehabt. Ja, Mustang war halt auch wieder problematisch, glaube ich, sprittechnisch. Ja, ich glaube, die Wobei die Neuen Niner. schon, ja. Wie heißt der? Es gibt eigentlich einer, der eigentlich 1:1 ausschaut wie ein Mustang, das ist dann ein Dodge. Ja, Fuck. Dodge irgendwas. Dodge. Ja. Dodge. Dodge. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, Ford, Keine GT, Dodge. Ja, Ja, whatever, ihr wisst, was ich meine. Gran Torino. Ja, genau. Irgendwie so, keine Ahnung. Ein alter Mustang war halt der Ja, also absolute Wahnsinn. die alten, ich glaube, Muscle Cars sagt man insgesamt zu denen, oder? Möglich, ja. Und da bin ich insgesamt ein Fan davon. Ja. Feier Ein das Manta. sehr. Manta war auch geil, ja. Ich mag aber tatsächlich auch alle alten deutschen Autos, die so Ja. eckig sind. Ja. Also auch Mercedes, BMW, Audi 80, alles so in die Richtung. Bin ich ein Fan davon. Ja. Und Ja, sonst- hervorgesetzt, ich hätte lieber einen 80er Audi. Wir haben letztens, ich wollte eigentlich Blue Mountain State, habe ich googelt, wo man das anschauen kann. Eine der besten Serien, die existieren. Geht es um ein, glaube ich, College-Football-Team, die eigentlich saufen und Ja. sie zum Beispiel untereinander Taschenmuschi teilen. Alter, die Führung, Entschuldigung. Ja. Hat dann aber nicht funktioniert und dann haben wir zufälligerweise auf Pluto TV Hausmeister Krause in. Wir haben uns 2 Folgen angeschaut und es war wirklich ein Fiebertraum. Ja. Werte hervorgesetzt, zu gütig, Zu zu gütig, gütig. ja. Und, aber die schlimmste Rolle ist schon Der Fetti. der Fetti. Ja. Also das ist schon, ja, ich schwabel. Ja. Schmilz. Jetzt würde ich sagen, massierst du dem Papa erstmal die Füße. Oh, der Bodo. Der gute Hund. Ja, geile Sendung, ja. Entschuldigung, abgedriftet. Ich glaube, wir waren gerade woanders. Ja, beim Traumauto waren wir gewesen. Ja. Nach wie vor, also wenn ich so transportermäßig, finde ich Chevy schon auch geil auf jeden Fall. Aber auch nur, weil die halt drinnen so geil sind. Also von außen klar,
der vergewaltiger Vibe. Erstens super. Ja. Endlich muss man sich nicht mehr verstehen. Ja, schon, ja. Unser Podcast befindet sich gerade auf dem Hörer. Ja. Gell? Das Das ist so lustig, ja. Gut. Ja. Früher hätten so eine Leute wie mich niemals geschafft. Nein. Und es ist schlimm, dass wir jetzt die Chance haben auf Ja. sowas. Naja. Ja, mal schauen. Aber worauf, was suchst du jetzt explizit? Falls jemand an daheim steht. Ja. Und suchst du ausschließlich von Händlern wegen Gewährleistung schon? Ja. Um wegen der Mehrwertsteuer bei der Das ist, Quellenziehung. das ist sehr unwahrscheinlich, leider. Schon? Die arbeiten Okay. meistens auf Kommission oder würde es nicht Kommission, okay. sondern auf, doch, glaube schon, oder mit Differenzbesteuerung ist ganz, Okay. ganz selten, dass du die Mehrwertsteuer zahlen kannst, leider. Weißt du, dann sagen sie immer im Kundenauftrag und okay. dann kriegst du nichts. Arschlöcher. Okay. Naja, aber wegen der Gewährleistung, ja, schon. Ja, also eigentlich so ein Mercedes, Audi oder BMW im Idealfall. Bis 10.000 Euro aktuell. Wenn wir gerade einen Fiat gekauft haben, damit wir das nicht übertreiben. Na, und irgendwie ist es mir auch nicht so. Also ich mag schon Autos, aber es ist nicht in meinem Leben nicht so weit. Also Autos sind bei mir hier und Urlaub fahren ist da. Ja. Ja. Same. Also ich hoffe, dass ich für meinen Mercedes so 220 kriege Ja. und dann kaufen wir eben für allerhöchstens 15 an und Ja. geil, dann habe ich ja weißt du, was ich meine? Ja. Habe ich ja 7.000 Euro Gewinn gemacht. Ja. Schon, oder? Schon, ja. Ja, genau. Das Einzige, was mir halt an sich noch gefallen hat, war halt ein Ford F150. Aber wie gesagt, Aber das ist der neue, oder? Das ist ein neuer Pickup, oder? Das ist Nein, das cool. sind schon die alten. Dann Ja. ist das genau Ein der, Ford den ich- Ranger, da die auch cool finden, aber der ist halt auch, die sind halt immer nur schweineteuer. Meistens. Aber warte. Also ich glaube, der 250 gibt es auch noch. Aber du meinst trotzdem einen von denen, oder? Ja, Okay. Weil es gibt so geile, ich weiß nicht, ob das Ford oder Chevy K, es gibt irgendwie die K, die sind halt cool, oder sind das na, dann? jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was für ein Auto ich meine. Ja. K30, ich finde ich so geil. Ja, Den hätte ich gern. ja, der ist auch geil, ja. Ja, ist ein Dodge, oder? Ein Chevy. Ein Chevy. Ein Chevy Ah, stimmt, K10. das ist Kreuz, ja. Ähm, Ja. einfach ein Schmarrn. Hey, der bei uns im See hat er einen Verein aufgemacht, wo er seine ganzen Autos hat. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Vorteil hat, aber Ich weiß auch nicht. nein, laut ChatGPT nicht, ich habe nicht nachgefragt. Okay. Ich weiß nicht, warum die das machen, keine Ahnung. Ja, Damit Leid, wie wir drüber reden. wahrscheinlich, ja. Roadrunner CV, falls dich interessiert. Okay. Ja. Ja, interessiert mich sehr. Ja, gute Nachrichten. Ja. Ab Montag, spätestens ab Mittwoch, bin ich von Massiv geinfluenced worden und habe jetzt wieder Zahnstocher mit Geschmack bestellt. Na. Weil er da jetzt herausgebracht hat. Geil. Mit was für einem Geschmack? Gibt es verschiedene. Melone, Beeren, und Pfirsich habe ich bestellt. Es sind echt ganz schön teuer. Also ich habe insgesamt dann nach Zahnstocher mit Geschmack geschaut und die kosten immer so Scheiß. 100er Backel 5 Euro. Die Okay. von Massiv kosten 8. Auf Amazon hätten es 15 Euro gekostet. Okay. Und ich bin so ein bequemes Ausschlag, dass es mich aufgeregt hat, dass ich mich in einen neuen Job umhalten habe müssen, dass ich kurz überlegt habe. Ach so, hast du aber. Nein, ich habe es dann Okay. schon bei Kaufland im Onlineshop habe ich es dann erworben. Es gibt alles bei Kaufland Ja. im Online-Shop. Also, das ist echt War irre. nur mit am günstig. Es hätte noch eine Seite gegeben, da hätten es nur 6 Euro gekostet, da waren es ausverkauft und die hat halt so viel Versand sein müssen. Ich gekriegt viele Mails. Ja. Ja, in Ordnung. Ja. Ja, gut. Eher das Thema der Woche. Gern. Wochenrückblick ist nicht viel passiert, außer dass wir am Schuh des Manitou arbeiten und im Song. Ja, heute recorded one. Ja, und bevor unser Producer-Mixer in Urlaub fährt, müssen wir den noch abgeben. Weil er Jawohl. den noch machen kann, gell? Jawohl. Gell, Thomas, danke dir. Danke. Sehen uns dann im Bierzeit. Kommt ins Bierzeit? Er ist nicht da, wenn wir da sind, sondern am Freibierausschank, hat er gesagt. Wann ist Freibier aus schon? Einen Tag davor. Also, ich habe gedacht, wir gehen jeden Tag. Können wir auch mal, dann werden wir am Freitag sehen wir uns doch. Also, wann am Freitag jetzt? Nächsten Freitag. Also nicht morgen, sondern Also, am Samstag spielt Inferno. 8.8.. Nein, Am ja, 8.8. spielt Inferno. Nein, am 9.8. spielt Inferno und Nein. am 8.8. ist Nein. die Nein. Am Samstag spielt Inferno. Ja, das ist der 9.8. Sicher. Ja, Sir. Ich schaue sofort, weil da werde ich echt Samstag, richtig 9.8. fad. 8.8. Samstag ist Freibier ist, wie ich gesagt habe, Ja. der 9. Genau. Ja. Okay, dann sind wir am 8. auch da.
Und am Tag der Betriebe hast du nicht nochmal nachgefragt? Nein, noch oder? nicht, mal nochmal noch. Werde mal anrufen. Weil ich darf das schon gerne nutzen, das ist mal die Festwoche. Ja, Ja, Entschuldigung. genau. Thema der Woche, passend zur Lengrieser Festwoche: Einsamkeit unter jungen Leuten. Das ist anscheinend gerade ein Wow, wo Ding. kommt das jetzt her? Und was dagegen hilft. Ja. Okay. Laut der Bertelsmann-Studie fühlt sich etwa die Hälfte der 18- bis 35-Jährigen in Deutschland manchmal einsam. Hey, da kommen wir noch dazu. Ja. Wir werden Wir sind noch jung. Ja, Junge Leute haben es gesagt. ja. ChatGPT hat noch vorgeschlagen, interviewt eine Studiopuppe namens Einsames Ich. Also wir hätten eine Puppe, Wir werden eine Puppe, ja, aber das schaut aus, als dass seine Einsamkeit kein Problem für ihn sein. ja. Ja, Einsamkeit, okay, ja. das ist das Thema. Fühlst du dich ab und zu einsam? Noch nie. Na, Es hat einen Moment in meinem Leben gegeben, wo ich mich einsam gefühlt habe, und Ja. da war ich 12, 13 oder so. Und da habe ich ewig lang nicht einschlafen können. Immer. Ja. Also ich habe so ein halbes Jahr richtig Schlafprobleme gehabt, aber Ja. ohne Auslöser. Ja. Und wenn du jeden Tag bis 3 wach bist und versuchst einzuschlafen, das war der einzige Moment, wo ich mich einsam gefühlt habe, im Sinne von, ich habe mir gedacht, ich bin jetzt der Einzige auf der Welt, der jetzt gerade wach ist. na. Und dann, das war der einzige Moment, wo ich mich einsam gefühlt habe, aber Ja. sonst nie. Aber wenn du dann mal so 10 Jahre Vierte gespult hättest und dann halt auch um 3 in der Früh hier so Ja, schon, ja. irgendwo da marschieren nicht. Oder um 9 in der Früh. Ja, na, ich habe auch dieses Gefühl von Einsamkeit nie gehabt. Meine Mom ist ja alleinerziehend gewesen und deswegen war ich oft allein daheim, und sie hat immer voll das schlechte Gewissen gehabt. Das war für mich war voll geil. super Das geil. war voll geil. Wenn du nicht auf der Schwester aufpasst. Ja, aber auch dann hat sie in dem einen Raum Fernsehen geschaut und ich in dem anderen. Und ich habe halt dann da mein Ding gemacht und so. Und das war das Beste. Hast du halt Hausaufgaben auf mich hin? Nein. Ich habe so ein Glück mit meinen Lehrern. Das ist echt unglaublich. Ja. Ich habe jetzt schon nachgefragt wegen die Hausaufgaben, Ja. weil ich war gerne gut vorbereitet für die Schulaufgabe. Ja. Und wirst da auch selber was rausgesucht haben dann. Ich habe immer die extra Meile bin ich gegangen. Also in Englisch hat es dieses Buch gegeben, wo die Fragen schon drin waren. Ja. Weißt du, was so Ja, ja. Lückentexte und so gemacht habe. War Woche Go 3 ahead war hat das irgendwie geheißen. war die Woche 3 war das schon komplett ausgefüllt. Da hab ich Aber, voll- aber ich sage immer, die harte Arbeit hat sich gelohnt. auf jeden Sonst sehen wir ja. nicht die Abschlüsse, die wir wirklich haben. Schon, das musst schon dahinter sein, ja. Nein, und ja, ich weiß nicht, wer das ist. Manchmal beobachte ja so Leute, die sich ja da schwadern, so Freundschaften zum Knüpfen. Ich bin da, oder ich glaube, wir sind da in einer sehr guten Position, sage ich mal. Also ich habe noch nie Probleme gehabt, Freunde zu finden, sondern es war immer so, dass tatsächlich es einfach von der Lore gekommen. Die Leute das Quiz viel weiter. Nein, doch, Ja. ich glaube, dass der wichtigste Punkt an der Stelle ist, ich glaube, dass es also sie auf die Suche nach Freunden zu machen, ist, glaube ich, immer wesentlich schwieriger, wie einfach Freunde zufällig zu finden. Ja. Weil ich glaube, wenn du, klingt jetzt sehr pathetisch aus, aber es ist meiner Meinung nach viel sinnvoller, an sich selber zu arbeiten. Ja. Und dann kommen die Leute auch zu dir. Ja. Also ich bin allgemein, oder wir sind beide nicht die Typen, die auf andere zugehen. Nein, jetzt nicht in diesem Stil. Und mit dem Vorhaben, sie jetzt mit jemandem Not zum Freien, Ja. wir haben ja das auf Geschäftsebene schon auch nicht, dieses Netzwerken, das Nein. sowohl im Musikbereich als auch im Filmbereich machst, haben wir nie gemacht. Nein, das weil hat wir es nicht immer die- ergeben. Ja, Aber das, wenn es dann ergibt, sind ja das immer Sachen, die wo halt auch langfristiger sind, finde ich. Also wenn man kann ja Sachen nicht erzwingen, und wenn man merkt, ich weiß nicht, ob manche Leute das auch nicht merken. Also ich finde, man merkt das innerhalb von 10 Minuten maximal, ob man mit jemandem auf einer Wellenlänge ist oder nicht. ja, ganz, ganz selten. Es gibt 1%, in 1% der Fälle ist es so, dass du mal getäuscht hast am Anfang. Ja, wenn vielleicht, wenn derjenige vielleicht im Stress ist oder du im Stress bist. Und Ja, oder so er meine jetzt- Freundin gefickt hat. Ja, schon, ja. Dann sage ich, jetzt haben wir unseren falschen Kurs erwischt. Ja, schon, ja. Dann sage ich, Das ist jetzt, ja. Wir machen mal weiter. ja, jetzt gerade auf meiner Warte aus, Ja. muss ich sagen, bin ich da Ja. gerade negativ. So ehrlich Ja. bin ich zu dir, aber Ich fühle mich überrumpelt. Ich fühle mich gedemütigt. Aber ich bin offen für einen Diskurs. ja, richtig. Und Ja. die Freundschaft ist für mich noch nicht vom Tisch. Ja. Ja. Ja, Bitches, Ja. they come, they go. Ja. Das ist, Ähm, ja. Ja, ich glaube, das ist wie alles im Leben, wenn du was zu sehr willst von anderen Leuten, die merken das, und dann fühlt man sich, glaube ich, immer, wenn man in der Bittstellung ist, ist man immer
unattraktiver, glaube ich, wie wenn du einfach schaust. Ja. Und ja, Leute werden viel interessanter, wenn sie, sage ich mal, nicht immer verfügbar sind. Jemand, der immer verfügbar ist, der ein klassischer Ja-Sager ist zu allem, ist uninteressant, weil du immer weißt, weil die Leute, mit denen du zum Tor hast, wissen, ich muss mich jetzt nicht um einen bemühen. Den können wir einfach auf Zeiten backeln. Und wenn was ist, dann kommt der sowieso. Und das, glaube ich, checken echt viele Leute nicht. Ja. Ja, und ja, sonst glaubt, dass manche Menschen einfach ja teilweise creepy sind. Ja, viel haben Oder halt. ja, nicht den, ja, die haben das irgendwie nicht gelernt, wenn man sich sozial verhält teilweise. Und halt, ja, ist schwierig. Also klar, wir sind auch, die wo ab und zu über die Stränge schlagen, Ja, aber bei uns ist es halt sympathisch war meistens. keiner sehr frei von Fehlern. Nein. Nein, es gibt viele sozial inkompetente Leute. Nein. Ich glaube, wir sind jetzt auch keine 100% perfekten Menschen in der Hinsicht. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, es hat viel mit Unsicherheit Nein. und mit Unzufriedenheit mit sich selber zum Tor. Also ich glaube, wenn du diese ganzen Drecks-Life-Coaches fragst, können noch so große Trottel sein, aber ich glaube, der erste Hinweis wird von alle sein, du musst halt wirklich bei dir selber anfangen. Ja, schon, ja. Du musst, wenn du such da ein scheiß Hobby, also ich glaube nicht, dass es gibt ja so viele Menschen, die haben kein Ziel im Leben, aber jeder kann da eine Leidenschaft finden. Ja. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich darf am liebsten 20 Sachen gleichzeitig gerade machen. Ja. Und auch sogar, wenn du so eine Sache machst, wie, sagen wir mal, nehmen wir mal so Trash-TV schauen oder sowas, was jetzt ja kein Hobby ist, wo man sagt, das ist jetzt bringt dich besonders viel weiter. Aber ich glaube, da gibt es schon nur Menschen, wenn du schaust, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo du dann da eigentlich schon Kontakt knüpfen kannst. Und wenn sich auch 50% der Leute sich einsam fühlen, dann müssen ja da schon einige rumlaufen. Dann könnten sie dir ja zusammen tun. Ja, kann ich keinen Tipp geben, wird es einfach geilere Menschen. Ja, probiert es einfach. Ja. Aber ich finde, es gibt ganz wenig, ich glaube, den einzigen Fehler, den du machen kannst, ist nichts zu machen. Also in jeder Hinsicht. Sogar Trash-TV schauen ist für mich nicht 100%ige Zeitverschwendung. Nein. Weil auch das bietet Gesprächsthemen, mit denen du kannst da auch mit Leuten ins Gespräch kommen. Also, und ansonsten Hobbys, Vereine, du musst nicht einmal in einen scheiß Verein, aber halt einfach dir irgendwas suchen, wo du jetzt auch nicht mit Gewalt unter Leid gehst, sondern einfach dir eine Leidenschaft suchen. Und wenn du Klavierunterricht nimmst oder wenn du irgendein Instrument lernst, scheißegal, du lernst dann immer irgendwie Leid kennen, und zwar auf natürliche Art und Weise. Du musst nicht Werbung für dich selber machen, meiner Meinung nach. Nein, das glaube ich funktioniert. Also sehr, ich glaube, die meisten Beziehungen, die wo längerfristig entstehen, die sind auch so, man hat gemeinsame Freunde mäßig, man lernt sie da kennen. Ich glaube, dass selten, also du haust jemand nur kurz auf die Hörner, so ein Disco-Aufriss ist, dass das was für die Ewigkeit ist. Ich glaube, also mit Fegeln funktioniert das schon, aber so für längere Sachen, glaube ich. Selten, einfach ein bisschen reflektieren, schauen, wie kommt man an. Meistens scheiße. Was finden die Leute vielleicht an mir komisch? Wenig, alles. Warum bin ich in diese Situation geraten, der Einsamkeit? Klar, es gibt ja manchmal vielleicht ein paar Schicksalsschläge, wo du dann einfach allein bist, wenn du vielleicht nur 2, 3 Freunde hast oder nur Verwandte oder so, und dann schau. Ja, und dann einfach an sich selber arbeiten und interessant werden. Ich glaube, es gibt schon viele Sachen, über die wo viele Leute einfach reden können. Also Fußball, Verreisen, Politik. Nicht fundiert. Nein, nur an der Oberfläche. Einfach nur, sage ich mal, Thesen verbreiten. Ja, genau. Wenn du da ein bisschen gut aufgestellt bist und dann so 1, 2 Sachen mal einwerfen kannst. Das ist jetzt auch nicht mein Spezialgebiet, also ich bin jetzt am Anfang nicht der beste Smalltalker, muss man sagen. Aber wenn er mal warm wird, leck mich an, gib dem Typen mal eine halbe. Ja. Dann fragt der Leute am Dönerstand nach dem Sternzeichen. Alkohol, das ist die Lösung. Ich bin ehrlich, ich hätte jetzt gerade richtig Bock zum Saufen. Also jetzt, ich weiß nicht, warum dieses Schorramer Weißbier gerade so brutal in den Schädel also ich bin halt den ganzen Tag schon so aufgetragen, dass da gesoffen werden. Kennst du das? Das ist die Vorfreude, also wir haben uns ja gegenseitig schon selber beobachtet, und sobald
die Aussicht auf nur ein Bier im Raum steht. Stimmung hier. Wirklich. Ich habe kein Problem. Ich trinke es halt einfach gern. Ja, wirklich. Ich kann jederzeit aufhören, Ja. wenn ich wollen würde. Aber ich nehme den Schnipsel zurück, weil ich will es nicht. Nein, kann nicht. Und keine Macht dieser Erde Nein. kann mich von diesem Zeug hier wegbringen. Ja. Außer ich selber. Ja. Aber dazu bin ich noch nicht bereit. Und auch, ja, nein. Nein. Da Aber- muss gesundheitlich schon weit fein. Hinaus, Ja, noch weiter. Ich möchte dazu sagen, sehr weit. Ja. Sehr, sehr weit. Ja. Und wenn es sehr weit gesundheitlich fällt, Ja. dann ist es auch schon wieder wurscht. Ja. Was gegen Einsamkeit auf jeden Fall noch hilft, und da möchte ich jetzt, Das wäre der Werbung. das wird selber Werbung, wo viel Gleichgesinnte zusammenkommen, sympathische Menschen, alt und jung, Mann, Frau oder was ja immer, also was ja gerne identifiziert, kommt in den Safe Space von Los Brutalos beim Konzert von uns. Bei Variant Pie Tour, da könnt ihr euch dann auch noch uniformieren, weil es gibt schöne Jacken für alle noch, kann man schon mal sagen, was für Jacken, das werdet ihr dann bald erfahren. Jetzt wollte ich es gerade reinschmeißen. Ja. Und ja, also für Los Brutalos-Fans, glaube ich, gibt es unterschiedliche Menschen, aber sie haben alle eins gemeinsam und das ist ein großartiger Musikgeschmack. Ja. Schaut's vorbei. War das die Abschlussmoderation? Das war die Weil wir's- Abschlussmoderation. Okay. Willst du noch was sagen? Nein, Zum nein, also Einsamkeit? wir haben ja gesagt, wir müssen heute einen kurzen Podcast machen. Ja. Ich habe nur so viel gesehen, also du hast nicht noch Fragen oder sowas. Also zu dem Thema oder insgesamt? Insgesamt. Doch, insgesamt hätte ich noch ganz kurz, was noch zum Thema Bierzeit passt. Deine Top 3 Bierzeit-Songs, wo du in Bierzeit sehr gern hörst und sehr inbrünstig mitbrüllst. Also Living on a Prayer, Ja, auf okay. ganz, ganz, ganz vorn dabei. Fühle ich. Bob fahren mag ich wahnsinnig gern. Ja, Kommt wird aber auch zu nicht mehr, Seiten. wird nicht mehr oft gemacht, eher nur auf Hochzeiten. Alles von der Spider-Murphy-Gang. Ja. Also sprich Schickeria. Ja. Flippe komplett aus. Ja, Und wo da die jetzt noch komplett ausdrücken, der böhmische Traum, wenn kommt, Ja. aber das ist halt nicht so der Party, du Nein. meinst wahrscheinlich die späteren Party-Dinge. Ja. Und halt Meister Eder von Los Brutalos. ja. Ja, ein paar deutsche Songs, glaube ich, Wolfgang Major Tom. Petri, Major Tom, ja, sowas. Dann natürlich Marmorstein und Eisenbrich, das glaube ich auch was alt und jung noch mitbrüllt. Meinst du, das, Wolfgang, meinst du, das ist Wahnsinn, oder warum Ja. sagst du? Ja, ja. Ja. Fuck. Ja. Ab und zu, was ich auch irgendwie cool gefunden habe, manche Bierzeit-Coverbands spielen Bilder im Kopf. Echt? Ja, Geil. hat mich überrascht, habe ich mal witzig gefunden. Fuck, jetzt habe ich vergessen, was ich sonst noch sagen wollte. Ja. Und wenn der Song zum richtigen Moment kommt und ich schon 4-5 Maß drin habe, Walking on Sunshine. Oh, der ist stark. Nein, du- Walking on Sunshine, kannst die Uhr danach stehen, wenn die Band Walking on Sunshine anmoderiert, kommt die Bierzeit-Sängerin auf die Ja, Bühne. ja. Das ist immer der Song, wo die Bierzeit-Sängerin dann kommt. Deswegen kommt er oft schon relativ Die im hat- ersten Drittel. Ja. zu 99% eine Frisur bis hier. Ja. Immer ein Kleidungsstück ist aus Leder. Ja. Das ist entweder die Hosen oder ein Also Crop Top. Ja. Rot, zu 99% rot, Ja. das Crop Top. Ist sehr, sehr stark geschminkt und egal wie alt sie ist, sie schaut immer aus wie 37. Immer. Ja. Also das sind jede Bierzeit-Sängerin immer und jede hat die gleiche Stimme Ja. aus einer Mischung aus wie heißt Trifft gut die Töne, aber raus, seitdem ich 14 bin. exakt. Also mir fällt gerade nicht Gloria Gaynor, wie heißt das? I need a hero. Ja. Fällt mir gerade nicht ein. Ja. Bonnie Tyler. Ja, tatsächlich. Hey! Wow! Als Bonnie Tyler und jemand, der eine Stunde Gesangsunterricht hat. Ja. Das ist Das gleiche Spiel nur umgekehrt. Was hast du für Songs in Bierzeit? alles von dicht und ergreifend. Nein, ich werde nicht spielen. Nein, Ehrlich gesagt, ist ganz, ganz. Gabalier, Ja. Hassi inbrünstig. Ja. Falls, also das ganz oben ist, wenn Vox Club gespielt wird. Ja. Und das ist auch nicht so das lustige, ich hasse es, sondern das ist wirklich, werde ich sauer. Also Rock Me Ja. auf der 1. Ja. Hula Paloo auf der 2. Ja. Cordula Grün auf der 3. Bei mir. Cordula Grün ist mir egal. Okay, ja, nein. Stört mich nicht. Aber es gibt noch einen, den ich nicht mehr hören kann, der auch so in die Cordula Grün Richtung geht.
Wo ich mir denke, Von der, ist das eine Lesbe, so mit kurzen Haar? stimmt. Fuck, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Die hat auch so eine richtig versoffene Stimme. Na, Cordula Grün ist das, ich habe sie tanzen gesehen, gell? Ja, Irgendwas mit Tanzen, das glaube ich. aber auf jeden Fall ein deutscher Song, Ja, wo ich, ja, na, aber, ja. na, das war's bei mir, ja. Ja, Gott, die Entweder-Oder-Fragen. Wo ist noch eine? Ja, klar. Diesmal von ChatGPT erstellt, ich habe es mir vorher nicht durchgelesen. Na, ist ja egal. Lieber dein ganz Leben lang in Lederhosen duschen oder nie wieder saubere Maske kriegen? Oh, das ist eigentlich, also als erstes habe ich gedacht, wie dumm, Ja, aber wenn ich drüber nachdenke, ja. dass Also ich dusche viel öfters, Also- dass ich eine Masse auf. pass auf, ich darf natürlich die Masse nehmen, Ja. weil ich bestelle dann eine halbe. Ja, stimmt. Das und meistens sind die Massen nicht wirklich sauber. Nein, also geht also das weiter wie immer. Es Weil ist das ja auch nicht, es ist ja kein Verschmutzungsgrad Ja. oben. Oh, atemlos, obwohl den hasse ich gar nicht so. Also, Ja, ist mir auch Ja. zu egal. ja. Lieber einen Trichter mit Jägermeister direkt nach dem Aufstehen Ja. oder eine Gasmaß als Mundspülung vor dem Schlafen? Also gesundheitlich war definitiv die Gasmaß als Mundspülung vom Ja. Kandidat aus Gesundheitsgründen das nehmen. Ja, ja. Warte, aber es geht nicht um jeden Tag, oder? Nein, Dann nehme ich Dann den schon einen kompletten, aber das steht ja nicht wirklich. lieber einen Trichter. Ein Trichter, also Also, schneidet er Trichter. töten. Ich glaube, da riecht es der Wadler schon für. Nein, dann darf ich tatsächlich trotzdem die Ja. Gasmaß Mundspülung nehmen. Würdest du eher jedes Mal beim Feiern versehentlich atemlos grölen oder jedes Mal beim Sex zicke, zacke, hoi, hoi, hoi schreien? Letzteres, also das passiert ja so aktuell schon. Ja. Entweder das oder heulen. Ja, oft in Verbindung. Nein, für mich ist das so scham, dass ich zicke sage. Ja, schon. Er muss mich ja selber motivieren. Ja, schon. Ja. Ja. Stark. Gar nicht schlecht. Bin positiv überrascht von den Fragen. Scheiße. Tja, Sabrina, ja, du bist schon wieder mal von einer AI ersetzt worden. Ja, oh, das tut dir jetzt hoffentlich richtig weh. Würdest du lieber auf allen Hochzeiten als betrunkener Onkel tanzen Wow. oder nie wieder tanzen dürfen, außer auf Beerdigungen? Das ist die dümmste Frage, die ich je gehört habe, weil das ist genau das, was ich auf Hochzeiten mache. Ja. Also nicht Onkel, aber ich bin schon immer einer der besoffensten. Und Ja, schon, ja. Ich glaube, dass mir diese lustige Onkelrolle auf dem Leib geschnitten Ja, wirklich. Das ist was. definitiv sehr Ja. Wobei ja manche Leute sagen, ich habe die Dad-Rolle übersprungen und bin schon ein Opa. Manchmal so von die Nein, Aussagen. für mich bist du einfach der besoffene Onkel. Ja. Mit weniger politischer Meinung am Tisch zumindest. Ja. Lieber immer mit einem Gockel als Mitbewohner wohnen Ja. oder Ja. jedes Mal bei schlechtem Wetter versehentlich zum Ententanz gezwungen werden. Nein, ich hätte sehr viel da dafür, dass ich einen Gockel als Mitbewohner habe. Gockel war voll geil. Vor allem der weiß, was mit die Chicas läuft. Den könnte ich jederzeit fragen und dann war ich im Club und Ja. So, ja. dann sage ich, was ist jetzt los, Mädel? Ja. Das hat mir der, wie heißt der Gockel? Keine Ahnung, Ja. der Gustavo. Gustavo ist gut. Der Gustavo hat gesagt, das funktioniert bei ihm Ja, immer. schon, ja. Perfekt 6 Hennen am Tag. Ja. Was ist jetzt dein Problem? Bist du so viel besser als diese Hennen, du Rindviech? Ja. Naja, So machen wir es, ja. dann Ja. machen wir Schluss. Machen wir hier. Ja. Dann hat die letzten Worte wie immer der wunderbare Harry. Danke.